Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Tomb Raider. Bewaffnet mit einem neuen Bogen werden wir jetzt zu unserem nächsten Ziel reisen. Wow, und zwar wollen wir ja unseren Kumpel, wie hieß der nochmal, wollen wir schauen, ob der bei dem alles okay ist. Auf dem Weg nehmen wir noch ein bisschen Bergungsgut mit, immer gut. Wir haben das letzte Mal ein bisschen gebraucht, ein bisschen viel. Das sind noch Pfeile, das heißt, die brauchen wir wohl. Schießen Sie Seilpfeile auf freie Wände. Okay, das funktioniert jetzt auch. Super. Ich brauche das hier. Finde ich gut. Das wird wahrscheinlich so eine Wand sein, wo man dann wieder klettern kann, ne? Okay, erkunden Sie das Wrack der Endurance. Die Endurance, okay. Dieser Name kommt mir auch bekannt vor. Okay, Reyes, ich nähere mich der Endurance. Was genau brauchst du? Alex, da bist du. Wir waren schon besorgt. Ich brauche ein Stemmeisen und den Rest meines Werkzeugs. Sonst gibt's keine Reparatur. Okay, wird gemacht. Lara kommt zu dir. Du solltest auf sie warten. Lara? Nein, nein, ich schaff das. Ich gehe jetzt rein. Ab jetzt Funkstille. Alex, was machst du da? Ja, Alex, was machst du da? Hi. Ich hätte ja gern dieses Bergungsgut. Hui! Oh! Ja, aber ja klar, dass da unten gleich irgendwas im Wasser ist und mich gleich umbringt, weil ich ja nicht ins Wasser soll. Mist. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur das Bergungsgut, was jetzt wahrscheinlich wieder da hängt. Ach, egal. Okay, Reyes, ich Wow. nähere mich der Endurance. Was genau brauchst Komm, du? scheiß auf das Alex, Bergungsgut. da bist du. Wir waren schon besorgt. Ich brauche ein Stemmeisen und den Rest meines Werkzeugs. Sonst gibt's keine Reparatur. Okay, wird gemacht. Lara kommt zu dir. Du solltest auf sie warten. Lara? Nein, nein, ich schaff das. Ich gehe jetzt rein. Ab jetzt Funkstille. Alex, was machst du da? Ja, was machst du da? Das ist auch wieder Bergungsgut. Und am Strand muss ich unbedingt... Oh. Verflixt. Hey! Feuer! Also langsam mag ich Feuer. Oh, du lebst immer noch. Hui! Ah! Scheiße! So, man greift doch keine Frau an, einfach so, ey. Gut. Da, zur Leiter, hoch. Der Soundtrack übrigens gefällt mir sehr von diesem Spiel. Autsch. Toll. Vielleicht sollte ich das zuerst abschießen. Was muss ich schon wieder drücken, wenn ich runterfalle? Hab's vergessen. Schrotflinte. So, jetzt sollte es gehen. So, da haben wir wieder das Boden. Mal sehen, was es ist. Oh, Gesenkt. ein Es ist wohl ausgestopfter deinem Hase. Besitzer zugestoßen. Ich weiß nicht, aber es ist ein Hase, ein ausgestopfter Hase. Süß. Munition, Bergungsgut. Gut, wo geht's jetzt hin? Muss ich nicht hoch irgendwo? Da bin ich ja hochgekommen. Da muss ich irgendwo rüberschießen. Nö. Okay, wo muss ich hin? Hoch vielleicht? Ach so, logisch. Erreiche das Wrack der Endurance. Ja,
vermisst. Was zum Teufel sagen wir den Vollstreckern? Nur keine Sorge. Kopfschuss! Kopfschuss! Oh. Das ist wieder ein geheimes Grab. Oh, schon wieder ein geheimes Grab. Ich will kein geheimes Grab, verflixt. Ich will doch einfach nur... Kopfschuss! Ah, ich liebe Bogen, ey. Damit kann man auch Vögel runterschießen. Okay, das war fies. Ich tue doch keiner Fliege was zu leide. Ich wollte eigentlich da... ich dachte, da ist irgendwie... Ach, logisch. Landen auf einem Balken wie Captain Jack Sparrow. Was vermisst er eigentlich, fragt der Endurant. Ist ja da drüben, oder? Muss ich hin? Ist doch alles ganz normal. Wie komme ich jetzt darüber? Ah, logisch, wenn man nur einen Bogen. So. Hui. Was haben wir da? Weiß nicht. Ah, schon wieder. Da haben wir im Tagebuch Die wieder. Sonnenkönigin wird alt. Bald wird sie ihre Nachfolgerin bestimmen. Ich fürchte, dass ich es sein werde. Ich bin jetzt ihr Liebling. Sie verhätschelt mich, nennt mich ihre erste Tochter. Sie hält mich stets bei sich wie eine Puppe. Kämmt mein Haar, zieht mir ihre Lieblingskleider an. Das beunruhigt mich kolossal. Aber noch schlimmer ist ihr Blick, der fortwährend auf mir ruht, als ob sie ihr eigenes Spiegelbild betrachtet. So. Ja, schön und gut. Und ich habe mittlerweile bemerkt, dass ich das Mikrofon ausgeschaltet habe, als ich essen ging. Das heißt, ab jetzt nach Synchronisation, naja, ist ja wurscht. Ist auch witzig, mal mir selbst zuzuschauen, wie ich hier spiele. Naja. Gut. Wenn wir soweit sind, gehen wir hier mal weiter. Vielleicht finden wir noch mehr. Hier entlang geht's, wie es aussieht. Mit diesem schönen Instinkt. Müssen wir hier noch schnell durch diese Höhle durch. Weil wir sind ja immer noch auf dem Weg zum Strand. Wenn ich mich da recht erinnere. Ist schon ein Weilchen her. Naja, aber naja, jetzt sehe ich, wie ich spiele und ich muss gleichzeitig noch synchronisieren. Was soll's. Habe ich auch schon mal gemacht, ohne dass man es bemerkt hat vielleicht. Ne, ich glaube, ich habe es gesagt. Gut, jetzt, wo sind wir jetzt? Oder nein, wir sind auf der Suche nach Alex da, oder? Der ist, oder wie heißt er? Doch Alex. Der soll ja in unserem Schiff sein, um da etwas zu holen. Das hier ist unser Schiff. Mit dem sind wir hier gestrandet. Wer sich noch erinnern mag, erste Folge. Kann auch gerne nachschauen. Mit diesem Forschungsschiff. So, jetzt mit dem tollen Bogen können wir hier ja in die Wand reinschießen. Ups, ja, man sollte noch den Faden nehmen. So. Schon wieder nicht. Müsste doch gehen. So, jetzt nochmal. Und zack, jetzt. Die richtige Taste sollte man drücken, Coolio. So, und rüber geht's. An die Wand. Und hoch. Los, hoch. Jetzt. Da. Super. Ah, darüber müssten wir. Ach so, jetzt weiß ich wieder genau. Und dann da hoch. Oh nein. Schlau. Oh, jetzt muss ich mir noch selbst zuschauen, wie ich sterbe. Okay. Noch ein Versuch. Ist ja peinlich. Gut. Also das Ganze nochmal. Hier nach drüben gehen und da hinschießen. Mit der richtigen Taste dieses Mal anbinden. Auf das Seil hüpfen. Hui. Zwischen den Beinen durch natürlich. Schön grafischer Fehler. Hoch. Rüber hüpfen. Nö. Da rüber, rechts, rechts. Upsla. Rechts rüber und dann wieder hoch. Und jetzt diese Stange entlang. Da drüben sieht man auch schon wieder schön die Wand. Also wenn man eine Wand hochklettern kann, dann ist sie meistens immer so heller als alles andere. Und dann sollte man auch nicht alles andere versuchen, Coolio. Sondern wirklich einfach nur da lang gehen, wo man auch lang gehen sollte. Genau.
Gott sei Dank ist es nur noch da, die Hälfte dieser Folge. Und dann noch die nächste Folge. Und dann gibt es wieder normaler Sound, normale Ton, Dingens, jo. Ohne Nachsynchronisation. So, da sollte man auch irgendwas machen können, aber wahrscheinlich eher mit der Schrotflinte oder mit den diesen Granaten da, aber das habe ich zu dem Zeitpunkt wohl nicht so ganz verstanden. Gut, komm Lara, mach dich jetzt auf zum Schiff jetzt. Fertig. Haben wir alles erkundet hier. Raus aus der Ruine. Immer schön gebückt. Ne, das war doch schon richtig, ne? Geht's da raus? Oh, da ist ja jemand. Da ist jemand. Mach mir den schnell ungeschehen. Und Kopfschuss. Logisch. Gut. Hat sonst noch wer? Ah, hier sind wir. Okay. Hier sieht man schon ganz viel Munition. Das heißt meistens, dass man hier kämpfen muss. Und dass es nicht einfach wird. Da hinten hebt er was hoch. Ein Motor oder sowas. Also die schrauben hier die Schiffe auseinander, die hier stranden, wie es aussieht. Ah, da einer nach dem anderen runterschießen, so. Ist der erste tot und die anderen sehen es, dann bin ich natürlich nicht mehr lange unentdeckt. Ah, jetzt kommt der wieder mit diesen Granaten da. Boah, der schießt aus dem Wind. Ah, shit. So, schon das erste Mal tot. Super. Ja, da kann ich mich noch gut erinnern. Das ist gar nicht mehr so einfach hier. Da oben wieder den da zuerst. Genau. Weil den bemerkt keiner, wenn der tot ist. Der ist unwichtig. Und jetzt die anderen. Da oben ist noch einer. Den bemerkt auch keiner, so wie es aussieht. Und jetzt haben wir hier ein paar Leute. Und wenn die zu dritt sind, dann merken die hundertprozentig, wenn jemand einfach so vor der Nase stirbt. Darum versuchen wir jetzt was anderes, wie es aussieht. Puff. Handgranate. Ah, schlau, Coolio, schlau. Hat aber nicht funktioniert. Und schon wieder keine Munition mehr. Oh, Kopfschuss. Und das ohne zu schauen. Aber ist echt blöd, dass man bei diesem Spiel immer so schnell keine Muni mehr hat. Jetzt werde ich jetzt schon wieder wild beschossen. Auch schön hier, wie bei Battlefield auch, die Wand oder alles, was man sich, überall wo man sich versteckt, das kann zerstört werden, wie auch hier diese Wand, wenn man sie schön sieht. Jetzt kann man hier mal auf das Wesentliche schauen, was man nicht spielen muss. Und auf die vielen Kopfschüsse. Kopfschuss, los. Go. Das war eine Granate oder sowas. Feuer, 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 Feuer. Ich spiele ja gern mit Feuer, aber ich werde nicht gern mit Feuer umgebracht. Wieder ein Kopfschuss. Der auch wieder mit Kopfschuss. Los. Nein. Ah, okay, das war ein harter Schlag. Da kommt wieder einer. Ah, Nahkampf bin ich auch nicht gerade der Stärkste. Ich weiß nicht wieso. Ja, nicht ins Feuer, Lara, sonst verbrennst du. Gut, jetzt wer schießt mir noch? Da hinten ist einer. Oh, 2. Ey, der schießt wieder so eine blöde Granate. TNT oder was auch immer das ist. So, die Schrotflinte soll ja auch sowas gut sein, ne? Wenn man sonst nirgends mehr Munition hat, dann muss man halt die gute alte Schrotflinte rausnehmen. Ah, und schon wieder sind wir hart getroffen. Ah, und jetzt da schon wieder Nahkampf. Und der andere auch gleich. Zu zweit. Oh, das wird knapp, denke ich. Oh shit, das kommt da von hinten. Ja. Was war das für ein Kill? Ich danke das X-Üb. Irgend sowas. Komm, halte durch. Nein. Ach, Mist. Ach, herrje. Okay, dann halt noch einmal. Und am besten irgendwie eine Taktik herausfinden, wen wir zuerst erledigen. Damit es schlau rauskommt. Die haben mich jetzt schon entdeckt. Das ist super.
Was ist denn das für ein Riesenviech hier? Bams. Nein, jetzt kommt er wieder mit dem Nahkampf. Ich habe da ja noch so eine Fähigkeit freigeschaltet. Ah, Exekutionsskill. Heißt das. Ich habe so eine Fähigkeit freigeschaltet, als man jemanden töten kann mit der Axt direkt. Aber naja, es gibt so viele solche Anwendungen und solche Sachen, dass man da gerne mal vergisst, was für eine Tastenkombination man schon wieder drücken muss, damit das kommt. Übrigens habe ich mir jetzt einen Controller gekauft für den PC. Ich hatte vor, Tomb Raider auch mit dem Controller zu machen. Problem ist nur, ich muss mich komplett daran gewöhnen. Also ich denke, in den nächsten Folgen wird es vielleicht weniger Kopfschütze geben, wenn ich das wirklich durchziehe. Oder ich spiele mich rasch ein auf einem anderen Spiel, so beim zweiten Speicherstand könnte man auch machen. Weil als ich da mal ein bisschen ausprobiert habe, ist es gar nicht mal so leicht, sich einfach so umzugewöhnen. Weil das Zielen und Schießen mit dem Controller ist halt doch nicht einfach, wenn man an die Maus gewöhnt ist. Jetzt kommt jetzt ein Mistkerl mit Granate, okay. Mit diesem blöden Schild. Na toll, das hat nicht viel gebracht. Handgranaten jetzt weg. Das sind ja auch immer die Heilkunst, mit denen habe ich auch immer ein bisschen Probleme. Wisst ihr ja. So, wo ist er? Da hinten müsste er sein. Da ist er. Jetzt wirft er da wieder so eine blöde Granate. Da, wann genau muss man jetzt, sobald er das Schild weg hat, muss man zuschlagen unbedingt, bevor er einen selbst genau umbringt. Gut, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Dann versuchen wir es da nochmal. Tschüss. Falls es euch gefallen hat, Daumen hoch. Ja, und nächstes Mal wieder mit Nachsynchronisation leider. Naja, was soll's. Tschüss.